bist du zu weit gegangen? Das ganze Jahr haben wir uns drauf gefreut. Und du bläst einfach unser Schützenfest ab. Was soll ich machen? Freunde, unser Büttenbader ist pleite. Dafür bist du ja wohl verantwortlich als Bürgermeister. Dafür bin ich ganz und gar nicht verantwortlich. In einer Demokratie kommt es auf jeden Einzelnen an. Und wenn einer von euch die Initiative ergreift und für Einnahmen in der Gemeindekasse sorgt, kann er sich der Dankbarkeit der ganzen Gemeinde sicher sein. Dankbarkeit. Wie viel? Naja, eine saftige Erfolgsprämie würde ich schon aussetzen. Sagen wir 10%? Das ist schon mal ein Angebot. Ja, 10%, das ist nicht wenig. Das sogar allerhand. Schönen Tag noch, die Herren. Sag mal, Brackelmann. Lass mal, Archie. In mir ist es schon wieder ein Arbeiten. Na, Shorty, was los? Ich wollte nach Klingensiel zum Automarkt den Anhänger verkaufen. Ist platt. Ersatzreifen? Hier kann ich nicht stehen bleiben. Ich muss auch zurück den Dorfkrug aufmachen. Sag mal, kann ich den Anhänger nicht erst mal drüben auf deiner Wiese abstellen? Für Freibier und Köhm? Na, Atche? Tag, Bürgermeister. Was hast denn da vor? Nix. Nix. Ja, dann ist ja gut. Scheiße, so viel Platz, du, aber für so ein bisschen Müll. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hallo? Ist das ein Campingplatz? Nee, Gibt's denn hier irgendwo einen? nee. Wieso das denn nicht? Das ist doch eine wunderschöne Gegend hier. Ja und? Na, zum Urlaub machen, zum Campen. Nee. Wieso denn nicht? Wir haben hier keinen Campingplatz. Urlaub, Campingplatz, die Stadteier, du. Wieso haben wir eigentlich keinen Campingplatz? Ja, geht um die 10% Bürgermeister, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hab da was. Also zuerst war es ja nur ein Plan, aber jetzt habe ich da eine Idee. Aha. Was machst du denn hier? Ja, Atche hat sich nämlich auch Gedanken gemacht, wie man Büttenwader zur wirtschaftlichen Blüte bringen kann. Das können wir uns zusammen hier mal anhören. Ja, also mir geht es hauptsächlich um die Umweltsauereien. Ich meine, das wird ja immer schöner. Die Leute wissen überhaupt nicht mehr, wo sie hin sollen mit ihrem Dreck. Ja, und das Schönste ist ja, Müll gibt es immer. Was du alles weißt, Archie. Aber was ist jetzt seine Geschäftsidee? Ich meine, die wollen wir doch bei aller Liebe zu gesamtgesellschaftlichen Betrachtungen nicht ganz aus den Augen verlieren. Wir machen eine riesige Müllhalde auf. Toll. Sehr schön. Ja, da können die Leute dann mit ihrem Dreck hinfahren und alles hinschütten. Wo können die alles hinschütten? In die Pahlhuder Senke. Kommt doch sowieso keiner vorbei. Müll. Ja, ich hab gedacht, erst machen wir so einen großen Müllhaufen. Und dann können wir da noch so ein Verbrennungswerk raufsetzen. Da musst du mal einen finden, der das bezahlt, schön Bier. Ja, und dann kriegt die Gemeinde natürlich Steuern wie Sau. Das brummt. Sag mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja. Bürgermeister, die
Die 10%, da könnte ich da vielleicht so einen kleinen Vorschuss? Atsche, du schnappst jetzt eure Gemeinschaftsmofa, schwingst dich drauf und fährst in die Paluder Senke. Und was machst du da? Naja, ich nehme an, ich kann das schon mal so ein bisschen grob abstecken, ne? Da habe ich eine bessere Idee. Da holst du jetzt verdammt noch mal deine alte Autobatterie raus! Tut mir ja leid für dich, Archie. Ja, und was ist jetzt deine Idee? Warst du mal in letzter Zeit in Bersinghausen, Bürgermeister? Oder in Klockstedt? Oder in Drügenfeld? Florierende Gemeinden. Ja. Die sind aber eigentlich nicht schlauer als wir. Naja. Ja, daran liegt das nicht, Bürgermeister. Es liegt am Tourismus, ne? Die haben ihre Häuser aufgemotzt, Tretbootverleih, Fußgängerzonen. Und wir, was haben wir? Hier, ne? Immer nicht mal ein Freibad. Geschweige denn eine Liegewiese. Ja, was haben wir denn auch schon zu bieten, Brakelmann? Romantik, Bürgermeister. Guck dich mal um. Wie schön das hier ist, ne? Ja, das ist alles so wie früher. Das lieben die Leute. Und hier, guck mal, guck mal. Candlelight Weekend. Ah ja. Das ist, wenn sich zwei Verliebte ein ganzes Wochenende bei trübem Licht dösig in die Augen starren. Und weißt du, was das kostet? Ich hab mich da mal erkundigt, du. Ja, und das Ganze machen wir am Dorfkuh, ne? Romantische Kutschfahrt mit romantischem Picknick an unserem romantischen See. Ja, und bei mir auf dem Bauernhof Heuschoberromantik und Abenteuerromantik auf meinem neuen Campingplatz. Dein neuer Campingplatz? Mein neuer Campingplatz, ja. Und romantische Gästezimmer am Dorfkuh, ne? Oh Gott, die kenne ich. Lass mich mal nur machen, Bürgermeister. Naja, Brakelmann, in meiner Position muss ich auch mal Ehrgeiz und Engagement belohnen. Ein Cousin von mir fährt einen Reisebus. Der macht mir sicher einen Kontakt mit einem Veranstalter oder Reisebüro. Na, da sind doch reichlich 10% für mich drin, wa? Wirklich? Auf jeden Fall ernenne ich dich hiermit schon mal zum Direktor des Fremdenverkehrsvereins Büttenwader. Romantik, Bürgermeister. Das ziehen wir jetzt voll durch. Romantik, bis die Sau kotzt. Na, Bragelmann, was habt ihr denn besprochen, du und der Bürgermeister? Du stehst hier vom Direktor vom Fremdenverkehrsverein Büttenwader. Fremdenverkehr hier. Das ist aber ein ruhiger Job, wa? Noch, Archie, noch. Warte mal ab. Hier, Romantik-Gasthof, Ferienapartments, Fremdenzimmer da und da. Noch in diesem Sommer wird Büttenwader reich durch Tourismus. Das ist ja ein Ding. Wir sind nämlich ein romantisches Dorf und damit eine Goldgrube. Und ich muss das Gold nur noch mit beiden Händen packen. Ja, aber das schaffst du doch gar nicht alleine. Bragelmann, ich brauche auch mal ein paar Prozente. Mit meiner Landwirtschaft geht das sowas von den Bach runter. Naja, hast du recht. Man muss auch gönnen können, nicht? Und Ehrgeiz und Engagement sollen auch belohnt werden. Also ich werde das Ganze im Großen organisieren und du sorgst für Romantik. Ja, Und wo hier? da. Ja. So, dann wollen wir uns das Ganze mal angucken, ne? Und du meinst wirklich, dass hier einer Urlaub machen will? Die Leute aus der Stadt, aus dem Büro, die wollen doch im Urlaub mal was ganz anderes erleben. Ach so. Heuschober-Romantik, Archie. Ja, das kenne ich. Da gibt es doch diese Bilder, wo das im Stall so gemütlich ist. Ja, Romantik. Archie, Romantik. Ja, wo die so zusammensitzen, so draußen funkeln die Sterne. Ja, also ausräumen. Oben auf dem Heuboden ist mein altes Bett und vergiss nicht, die Matratze auszuklopfen. Jo. Kannst dich auf Archie verlassen. So ist es. Wenn du die nur anguckst, dann fällt die schon auseinander. Was willst du denn dafür haben?
Ich meine, siehst ja, nisten schon die Mäuse drin. So. Was wissen damit? Da setzt sich ein romantisches Pärchen rein. Und du fährst sie durch die Gegend. Sag mal, ich hab da irgendwas Leuten hören von Prozente. Habe ich dich gefragt, was ich krieg, als ich gesehen habe, dass du mit deinem Hänger ein schön neues Auto reingefahren bist? Nee, geht klar. Ja, unter Freunden. Die Sache läuft, ne? So, Jungs, dann, wie gesagt, ne? Da drüben, da kommt der Parkplatz hin, ne? Den markieren wir nur so mit Feldstein. Und dann hier die Parzellen für die Zelte. 1, 2, 3, 4. Die rein runter. Dann so eine Kinderwimmel mit Kinderschaukel, quietsch, quietsch. Und dann hier in der Mitte so einen großen Holzstoß für romantisches Lagerfeuer. Alles klar? Ja, aber los, ne? Attacken, attacken. Pauli, lass dich nicht stören. Immer schön weitermachen. Ich bediene mich schon selbst. Brackelmann, moin. Und? Läuft's? Alles bestens. Wie ist? Lütt und Lütt? Ich habe mit einem einflussreichen Reiseveranstalter gesprochen. Der schickt uns einen Mitarbeiter übermorgen. Ja, aber das ist doch viel zu früh. Ja, das ist mir ganz gut gelungen. Ja, wir sind doch noch gar nicht fertig. Ja, da muss eben noch ein Schlag rangeklotzt werden. Kannst du mir nicht sagen, dass wir mit der Romantik noch im Bau befindlich sind? Das können wir leider nicht. Ich habe gesagt, dass Büttenwader unter Touristen schon lange ein Geheimtipp ist. Das war ein wichtiges Argument. Ja, das musst du zurücknehmen. Geht nicht. Leider, weil er hat gesagt, dass er schon vom Tourismus in Büttenwader gehört hat. Wo will er das denn gehört haben? Mann, hier gibt's doch gar nichts. Er wollte wohl nicht zugeben, dass er Büttenwader gar nicht kennt. Ach so. Ach, du machst das schon, Brackelmann. Bist ja schließlich Fremdenverkehrsdirektor. Naja, das Wichtigste ist, dass wir jetzt Touristen kriegen, ne? Und die wegbesorgen. Tot oder lebendig. Liebe Gemeinde, eure Heimat, euer Büttenwader braucht euch. Sag mal, was machst du da eigentlich? Ich bügel hier das Reservebettlaken. Was für ein Reservemensch, Archie. Ich war eben gerade in der Scheune, da ist noch nichts fertig. Du hängst mit deiner Heuschummer-Romantik immer böse hinterher, du. Das ist aber auch nicht so einfach, du. Übermorgen kommt hier der Reiseheini, da muss alles fertig sein. Und so ganz ohne Geld. Ohne Geld. Geld. Archie, hier kriegt keiner Geld. Ich auch nicht. Das Geld ist auf dem Weg zu uns. Noch ist es in fremden Taschen und übermorgen wirst du arbeiten wie blöde und dann kommt es auch zu dir, das Geld. Ach, weißt du was, Brackelbart? Na? Ich glaube, ich höre das schon rascheln. Oh, sag mal, Leute, was ist denn hier los, Mensch? Siggi, du wolltest doch deinen Skatclub Bescheid sagen, die sollten doch noch welche mitbringen. Hilde, was ist denn mit deinen Schwestern, Mensch? Wir sind doch viel zu wenig. Also, Leute, denkt dran, was ich euch gesagt habe. Das heißt jetzt kämpfen, ne? Seid ihr vorbereitet? Ja. Was? Habt nichts gehört? Ja. Ja. Ihr seid Touristen. So, hier ist der Plan und weil so wenig gekommen sind, kriegt jetzt jeder einen Plan. Peter, komm her, hier, Peter. So. Ah, da kommt er ja schon. Darf ich vorstellen, Herr Brackelmann, unser Fremdenverkehrsdirektor? Das ist Frau Schneider von der Turi GmbH. Herzlich willkommen in unserem romantischen Büttenwader. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, Sie Ja, hier... vielen Dank. Aber vielleicht kommen wir gleich mal zur Sache. Frau Schneider hat auf der Fahrt hierher schon die Schönheit unserer Landschaft bewundert. Und Herr Brackelmann zeigt Ihnen jetzt, was Büttenwader so zu bieten hat. Bitte. Herzlich willkommen, romantisches Candlelight, Büttenwader, Weekend. Herzlich willkommen, romantisches Candlelight.
Hey, das müssen Sie sein. Herzlich willkommen in Büttenwader. Ein romantisches Candlelight-Weekend erwartet Sie. Herzlich willkommen in Büttenwader. Ja, da geht's lang. Ja, so geht das den ganzen Tag, ne? Kaum ist ein Bett frei, ist er schon wieder belegt. Schön für Sie. Unser romantisches Pferdetaxi. Natürlich kostenlos. Hier, so, bitte hier rein. Ab zum Campingplatz, aber Dalli. Unser Frühstücksbuffet ist sehr beliebt. Das sieht man. Abends gibt's hier immer Romantik, nicht? Candlelight-Dinner. Möchten Sie vielleicht einen Teller Büttenwader Bauernfrühstück probieren? Danke. Aber zu einem Kaffee sage ich nicht nein. Was machst du denn hier? Heuschober-Romantik ist fertig. Archie, die Hälfte der Leute sollte schon längst auf dem Campingplatz sein. Ja, aber da gibt es ja nichts zu essen und zu trinken. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn du nicht dafür sorgst, dass in 10 Minuten die Leute auf diesem Campingplatz sind, dann ist... Haben Sie schon mal Urlaub in Büttenwader gemacht? Ständig, sozusagen. Und was gefällt Ihnen hier am besten? Heuschober-Romantik. Ja, dann will ich Ihnen noch mal die anderen Zimmer zeigen. Ne? Hier entlang. So, wer jetzt Campingplatz auf dem Zettel hat, der macht sich jetzt aber auf die Socken. Ziemlich miefig hier und dunkel. Och, so abends nicht mit Kerzenlicht, da ist das schon sehr romantisch. Können Sie sich das vorstellen? Ach, lieber nicht. So, dann sind wir da, dann will ich Ihnen das mal zeigen. Schlüssel nicht da, den hole ich mal eben, ne? Ach, lassen Sie mal, Herr Brackelmann. Bei dem Flur kann ich mir schon denken, wie die Zimmer aussehen. Nee, also da tun Sie Shorty aber Unrecht, ne? Also diese Zimmer hat er ganz frisch renoviert. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit und würde jetzt lieber zum Campingplatz fahren. Wo sind denn die anderen alle? Kannst du vergessen. Wieso? Das geht doch nicht. Wir brauchen noch Touristen. Das weiß ich auch, Mensch. Der Ort ist mit Fremdenzimmern ja nur so gepflastert. Romantik, Frau Schneider, ne? Zieht immer. Wenn Sie da vorne rechts abbiegen, dann kommen wir noch zu unserem romantischen, wunderschönen Dorfteich. Geht's da auch zum Campingplatz? Nö. Na, dann fahre ich lieber mal geradeaus. Hier ist ja überhaupt nichts los. Was? Mittagsruhe. Ah, auf dem Campingplatz, ja? Ja. Wegen der Romantik, ne? Ah. Verstehe. Liegt an der guten Luft hier. Mhm. Interessant. Schneider, ja? Ja, ich hatte Sie angerufen, weil ich unseren Termin nicht schaffen werde. Ich Was muss Ihnen ist hier sagen. los? Komm mal mit. Ja, vielleicht nächste Woche. Arches Idee.
Das war sehr gut. So, das ist einer unserer typischen Bauernhöfe, nicht? Romantische Ferien auf dem Bauernhof. Guten Tag. Tag. Und? Wie geht's? Ja, gut. Ich und meine Frau kommen jedes Jahr hierher und machen Heuschuhe Romantik. Sagen Sie, irre ich mich oder haben Sie einen Zwillingsbruder? Was? Ach ja, den mussten wir ausquartieren. Der hatte Heuschnupfen, wohnt jetzt im Romantikhotel. So, dann wollen wir mal nach drinnen, dann zeige ich Ihnen mal das Ambiente, was wir drinnen aufgebaut haben. Hallo Kinder! So, hier bitteschön. Ach du Schreck. Also das ist wirklich... Unglaublich krass. Ja, wir richten das ja immer nach den Wünschen von den Gästen ein. Ne? Wir können das auch anders machen. Danke. Mir reicht's. Frau Schneider, wenn Sie noch eine Viertelstunde Zeit haben, dann kann ich Ihnen auch noch den Teich zeigen. Wollen Sie wissen, was ich von Ihrem romantischen Büttenbader halte? Ich kann es mir denken. Sie finden es wahrscheinlich ganz schrecklich. Ja, stimmt, genau. Es ist wie Urlaub vor 50 Jahren. Ich finde es absolut grauenhaft. Und das heißt, es wird allen Leuten gefallen, die ich grauenhaft finde. Und ich finde furchtbar viele Leute grauenhaft. Verstehen Sie? Ja. Nee. Also Bauland gibt's hier ja genügend. Ich denke da an eine Feriensiedlung in diesem spießigen Stil wie Ihr Dorfkrug. Und bei einer Bettenkapazität von etwa, sagen wir 1000, hätten wir den Break-Even-Point erreicht. Das setzt natürlich voraus die Errichtung eines Shoppingcenters, Busbahnhof und Erlebnisbad etc. Also, Herr Brackelmann, rufen Sie mich doch bitte nächste Woche an. Ich rede in der Zwischenzeit mit meinem Chef. Auf gute Zusammenarbeit. Wenn wir es richtig anpacken, dann haben wir hier bald eine Goldgrube. Tschüss. Da, Brackel, war das aber richtig gut gelaufen, wa? Sag mal, Archie, was hast du eigentlich mit meiner Scheune gemacht? Das hat dir doch bestimmt gut gefallen, wa? Stell dir mal vor, du, überall hier Busbahnhof und Shoppingcenter. Ja, toll. Prozente, Archie. Bis wir nicht mehr gehen können vor Prozenten. Ja. 1 Million Touristen jedes Jahr. Ja. Die trampeln hier überall rum. Kommen mit den ganzen Autos her und lassen ihren Müll liegen. Ja, wir haben's geschafft. Eigentlich ganz schön hier der See, ne? Ja. Und die Sonne scheint. Weißt du, was mein Onkel immer gesagt hat? Ja. Am schönsten ist es da, wo zu Hause ist. Ja. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Büttenwerder ist ausgebucht. Alle Zimmer. Und der Campingplatz, bis in die Steinzeit. Das kriegt keiner raus. Wie schön das bei uns ist in Büttenwerder.